Servus, grüß euch und Habideri. Ich begrüße euch zu einem neuen Video zu Division 2. Mir ist Fahrt, weil jetzt hat es wieder eine Verlängerung gegeben, bis das Spiel wieder online geht. Und darum haue ich heute noch mal Video ein, wo es in der Season 2, also jetzt dann drin ist, kommt. Und ich lasse das vom Karl, ich weiß noch was erklären, das dauert ungefähr 8 Minuten und dann weiß ja jeder, wo es auf einen zukommt und um was da geht, wo es kommt. Und ja, man kann sich dann nochmal ein bisschen drauf freuen, da ich sagen. Also, ja, ich selber habe es nicht abgelesen, weil mit meinem Borisch während manche Probleme haben und darum macht es der Karl. Und ich glaube, dem versteht dann auch jeder, der hat zwar seine Fehler, aber ich wünsche euch viel Spaß, hört zu, schaut es euch an, dann müsst ihr mehr dabei vorher. Also, packen wir's! Season 2.0 Saisonreise. Die neue Saisonreise führt ein strukturiertes Progressionssystem mit 7 aufeinanderfolgenden Missionen ein, die jeweils 8 Ziele enthalten. Es wurde entwickelt, um die Spieler durch die frühen Phasen jeder neuen Saison zu führen und bietet eine Mischung aus Herausforderungen und Zielen, die Schlüsselmechanik einführten. Erhältlich ab Stufe 1, können auch neue Spieler direkt in den Inhalt der aktuellen Saison eintauchen. Die gesamte Saisonreise schaltet zu Saisonbeginn frei. Wenn Sie jede Mission und jedes Ziel erfüllen, erhalten Sie verschiedene Belohnungen, einschließlich XP, Saisonpass XP, progressionsfördernde Elemente, Ressourcen und aktive Modifikatoren. Das komplette Reisen gewährt Ihnen ein einzigartiges Kosmetikartikel. Saisonale Modifikatoren. Die saisonalen Modifier sind zentral für das einzigartige Gameplay jeder Saison und würzen die üblichen Regeln und Mechaniken des Spiels. Es gibt 4 verschiedene Arten von Modifikatoren, die jeweils eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Spielererfahrung spielen. Globale Modifier setzen sie das Gesamtthema der Saison und sind jederzeit aktiv, während das System aktiviert ist, was die Kernspielschleife betrifft. In der ersten Staffel ist das Thema Range. Der Global Modifier, Point Blank, gewährt einen Bonusschaden, der auf Distanz zu Feinden basiert. Aktive Modifizierer funktionieren sie wie ultimative Fähigkeiten, was ihrem Charakter einen kurzen Kraftschub gibt. Spieler können aus einer Auswahl von Active Modifiers wählen, aber nur eine kann gleichzeitig ausgestattet werden. Für die erste Saison manipulieren sie die vom Global Modifier festgelegten Reichweitenzonen. Passive Modifier work in Verbindung mit dem Global Modifier und fügt zusätzliche Boni hinzu. Spieler können bis zu 3 passive Modifier gleichzeitig ausstatten. In der ersten Saison bieten diese Modifikatoren zusätzliche Vorteile, die auf den Reichweitenzonen des globalen Modifier basieren. Hostile Modifier, diese repräsentieren, wie sich die Feinde an ihre neuen Fähigkeiten anpassen. Wenn die Spieler durch die Saison kommen, werden Feinde allmählich neue Fähigkeiten im Zusammenhang mit bestimmten Feindtypen erhalten und sie dazu bringen, die global, passive und Active Modifiers strategisch zu verwenden, um ihnen entgegenzuwirken. Das modable System kann jederzeit behindert werden und schließt sich gegenseitig mit globalen Ereignissen aus, so dass die Spieler kontrollieren können, wie sie sich mit den saisonalen Herausforderungen auseinandersetzen. Priorität. Das Priority-objektives System bietet eine Vielzahl von kurzfristigen Zielen und verbessert die Art und Weise, wie Spieler für Gegenstände und Ressourcen im Spiel landen können. Das Priority-objektives System wird mit Erreichen der Stufe 30 verfügbar. Spieler können aus 3 Zielen wählen, indem sie eines basierend auf begrenzten Informationen wie Dauer, Belohnungskategorie und Missionstyp auswählen. Sobald eine Auswahl getroffen ist, ist sie gesperrt, und die vollständigen Details des Ziels und seiner Belohnungen werden enthüllt. Wenn keines der Ziele den Spieler anspricht, ermöglicht das System eine Wiederabschreibung. Spieler können Rerollpunkte erhalten, indem sie vorrangige Ziele ablegen, wobei maximal 3 Rerolls jederzeit gespeichert sind. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl der Priority-Objektives, die ein Spieler abschließen kann, und Belohnungen umfassen XP, Saisonpass XP, Elemente, Ressourcen und passive Moderatorausschließungen. Pfadfinder. Manhunt Scouts ist ein neues System, das die Erzählung des Spiels antreibt, indem es die Spieler dazu verpflichtet, wöchentliche Aktivitäten zu absolvieren, die sie mit Ausrüstung, XP, Materialien und vor allem neuen Sammlermitteln belohnt. Jede Woche können Spieler einen Pfadfinder in Angriff nehmen, der aus 3 verschiedenen Aktivitäten besteht.
Diese Aktivitäten werden variieren und die Spieler müssen ein kleines Rätsel lösen, um jedes zu vervollständigen. Die Aktivitäten sollten in der Reihenfolge abgeschlossen sein und sobald alle 3 fertig sind, erhalten die Spieler die Scout-Belohnung. Sobald alle Aktivitäten in einem Scout abgeschlossen sind, erhalten die Spieler eine größere Belohnung, einschließlich eines einzigartigen Sammlerstücke. Neue Pfadfinder können jedoch erst abgerufen werden, wenn die aktuelle abgeschlossen ist. Am Ende der Saison schaltet die Manhunt-Klimax-Mission frei und das Beenden der Master-Klimax-Mission, also wünsche sich jede Woche auf Kurs. Neugier. Legatus SPA Markenset. Ein Stück ausgestattet gibt plus 30% Swap Speed. 2 Stück ausgestatteter Preis, 50% optimaler Bereich. 3 Stück ausgestattet plus 15% Waffenschaden. Namen Gear Piece. Backpack Vigil, Talent perfekt vielseitig. Bestärke den totalen Waffenschaden für 10er Jahre, wenn Sie zwischen Ihren primären und sekundären Waffen tauschen, wenn sie anders sind. 45% für Feinde innerhalb von 15 m für Schrotflinten und SMG. Für PvP 35% zu den Feinden innerhalb von 15 m. 45% für Feinde weiter als 25 m für Rifles und MMR. Für PvP 35% zu den Feinden weiter als 25 m. 20% zu Feinden zwischen 15 bis 25 m für LMG und A. Wirst einmal pro 5 pro Waffe. Mask Visionario, perfekte Eigenschaft. Plus 50% optimale Reichweite. Virtuoso, Gear Set. 2 Teile ausgestatteter Give plus 15% Waffenhandling, plus 15% Magazingröße. 3 Teile ausgestattet geben 15% Waffenschaden. 4 Teile ausgestattet entsperren ein neues einzigartiges Talent. Talent Sinfonie. Das Töten eines Feindes weiter als 30 m wird eine plus 30% Waffenschädigung von Schrotflinten, SMG und Pistolen, plus 15% Waffenschaden an AAS und LMGs und 25% Bonus Armor für 10er Jahren verursachen. Das Töten eines Feindes innerhalb von 30 Metern wird für MMR, plus 15% Waffenschaden an AAS und LMGs und plus 30% Kopfschussschaden für 10er Jahre verursachen. Das zeitweise Töten von Feinden aus beiden Bereichen wird Stapel aufbauen. Bei 4 Stapeln werden alle Boni verdoppelt und gleichzeitig für 10er Jahre ausgelöst. Es werden keine Stacks erworben, während diese Boni aktiv sind. Chest- und Rucksacktalente. Brustbonus, Talent Fortissimo. Doppelte die Weapondamage Waffenschaden Boni der Symphonie. Rucksackbonus, Talent Accelerando. Verringern Sie die Anzahl der Stacks, die benötigt werden, um die Symphonie-Doppelgänger von 4 auf 33 zu prog. Die Scheide des Centurio, exotischer Holster. Talent Counter. Der Austausch von Waffen wird den folgenden Gruppen von Boni eine nach dem anderen geben, in der Reihenfolge. 120% Schussrate, plus 20% Waffenschaden. 2 plus 50% Magazingröße, plus 50% Reloadgeschwindigkeit. Die Boni bleiben für 8 oder bis zum nächsten Waffentausch aktiv. Das Tauschen an der Seitenwaffe löst nicht die nächste Gruppe von Boni aus. Neuwaffen und Talents. Exotic Weapon. Sträger, exotische Pfahl. Talent Unnerv. Töten und Feind werden jedem Feind innerhalb von 20 Metern davon eine Markierung aufgetragen. Mehrere Marken können auf denselben Feind angewendet werden. Deal 15% verstärkten Schaden pro Marke an markierte Feinde. Waffe. Magazin, plus 20 Runden. Maulkorb, plus 5% kritische Trefferschäden. Optik, plus 5% kritische Trefferchance. Unterbarrel, plus 10% Waffenhandling. Namet Weapons und Talents. Präzisionsstrike, Waffetal. Das Töten von Feinden mit Vater als 20 Meter baut Stapel auf. Max-Stapel ist 3. Ein Feind innerhalb von 20 Meter zu schlagen wird alle Stapel verwenden, um 20% verstärkten Schaden pro Stapel für Feinde innerhalb von 20 Meter für 5 zu bieten. Perfekter Präzisionsschlag, Waffentalent. Das Töten von Feinden mit Vater als 20 Meter baut Stapel auf. Max-Stapel ist 2.
Ein Feind innerhalb von 20 Meter zu schlagen, wird alle Stapel verwenden, um 35% verstärkten Schaden pro Stapel für Feinde innerhalb von 20 m für 5 zu liefern.